welkom. Welkom naar onze Evangelium Series. En we zijn in de vierde series van deel. En we gaan je zijn wat Evangelium is. We gaan je zijn waarom ons te veel dat. En we gaan je zijn welke we de rading aannemen wat Jezus ons geven wil. Vandaar wil we zijn, wat zegt de Evangelium, wat in ons veranderen, wanneer we ons aangeven aan Jezus Christus. Wanneer we de rading krijgen, wat Jezus ons geven dat. Kort gezegd, Jezus wil ons een ware beurt geven, dat hij ons van bijna anderen deed, dat we ganz anders zijn als we u schweren. Deze evangelium is dan niet nodig voor ons wijzen dat we nu beter kunnen leven. Dat is part van Jezus Christus no fall. Maar de evangelium is de God nodig, dat Jezus Christus is gekomen in kracht ons te ändern. Jezus is niet gekomen om ons hart te verbeteren, hij is gekomen ons niet hart te geven. So hij heeft ons hier een niet hart gegeven, een niet leven gegeven, wanneer we ons aangeven doen, wanneer we raad zijn, zodat we hand kracht en lijf en leven om hem nog volgen. Wanneer we van de ware geboorte reden doen, ik geloof de beste steht om zijn wat de Bibel ons leren deed, 1 Johannes kapitel 3, de eerste en 8e vers. Dat zegt ze steht. Toen wir ein Mann, der Pharisäer, einer, der in jüdischer Jugendrot war, der heit Nikodemus. Hij kwam danach naar Jezus en zei, Lehrer, wie weten dat du een Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, willst du teken wat du des? Kann keiner daunen, wann Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm, ich sage dir das Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Nikodemus sagte ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wann er all alt ist? Kann er noch einmal in der Mutterlief nachgehen und weiter geboren werden? Jesus sagte ihm, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht der Mutter in Jesus geboren wird, kann nicht in dort Gottes Reich nachkommen. Was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was von Jesus geboren wird, ist Jesus. Laat die dort nicht wundern, dat ik die dit zei. Je moeten niet geboren worden. De wind blåst door wo hij wil, en die kan am hören. Aber die kan nicht sein, wo der herkommt, en weet ook niet, wo hij blijft. Zo is dat met een jeden, der von Jesus geboren ist. So in dieser Schrift steht, Jesus lehrt uns, dass ohne dass wir wahre geboren sind, wo wir Jesus nicht in Ewigkeit sein. Wir wollen in Gottes Reich nicht sein. In dieser Schrift steht, kann wir bloß verstehen, das Port von Johannes, das ganze Buch. Johannes Kapitel 20 mögt dort mehrlich, dort wir können wahre geboren sein. Dass wir durch Jesus Christus sein Opfer ab dem Kreuz, dort wir sind vergeven voor onze zinnen. En dat is door Jezus Christus zijn opstonden van Daut, dat we het niet leven hebben. Jezus heeft ons een niet leven geschonken, wegen hij leeft. Hij is levendig en hij heeft gewonnen over dood. So wat is het dan dat we ware geboren zijn? Wo zullen we deze ware beurt verstaan? Ik geloof de Bibel geeft ons een paar beelden wat het meinen dat om ware geboren zijn. Uiteindelijk, de ware geboorte is niet geboren zijn. En dit is klar zijn van deze schrift, dit is dat beeld wat Jezus gebruiken deed. So wat meint dat ware geboren zijn? Dat ware geboorte, dat is een geestelijk geboorte. Nicodemus hier weer een klein beetje weer aanzeggen wat Jezus hier meinen deed. Hij vroeg, kan een mens nog eenmaal in de mutterlief gaan, nog eenmaal geboren te worden? En hij deed het aardig verstaan. Hij zag dat viesjes aan. Hij dacht dat hij reed van Karpa. Maar Jezus reed van geestelijk naar eenmaal geboren zijn. En hier zijn dan twee soorten geboorte wat hij hiervan reden deed. Eerst zegt hij dat is het geboorte van vlees. Dit is de geboorte wat we alle hebben. Wanneer we dit niet hebben, dan we niet hier zijn. Wegen ons Karpa wordt geboren. Dat is dat vleesje, dat is het eerste geboorte. En dat Fleisch kommt von Fleisch. Wir sind geboren von unseren Eltern, uns licken unsere Eltern, und wir haben ein Leben, wegen sie brauchen uns zur Welt. Und der zweite Part ist dann, wir sind
von Jesus geboren. So hij sagt, wir moeten von Water und auch von Jesus geboren. Da sind dann so, was würden der Water hier sein und fragen, was meint das Water? Kort gesagt, das Water meint, dass die Welt kommen durch Water. Das hat nicht zu tun mit der Toffe, das hat zu tun mit der Welt kommen durch das Geburt. Wie sein der 5. Vers hat er sagt, wer nicht durch Water in Jesus geboren wird der Gottesrecht nicht kommen. So wir können hier klar sein, dass Jesus ist verbunden mit Jesus und der Water dann bleibt was verbunden sein mit dem Fleisch. So das ist das erste Geburt, dort durch Fleisch geboren. Das ist nicht wegen wie Toff sein, dort wie wir geboren sind, dort ist wegen Gott, der in uns schaffen, durch die wahre Geburt. Diese wahre Geburt dann ist in vielen Wegen der Untergrund von was wir sind als Christen. Wenn wir wahre geboren sind, wir haben nun einen frischen Anfang. Wir haben ein frisches Leben, wo wir wandeln können. Und wenn ein Mensch geboren ist, die hören dann nur die Älteren. Wenn wir von Gott geboren sind, wir hören nur Gott. Und wenn wir geboren sind, wenn wir Kinder sind, wir liegen unsere Älteren. Und wenn uns Jesus, wenn von der Heilige Jesus kommen wird, uns Jesus liegend der Heilige Jesus. Das meine ich, dass wir nicht Gott sind, uns Jesus nicht in Gott ist, aber wenn Gott uns gemerkt hat, wir haben viele Dinge, die nur arm liegen sollen. Wir wollen noch mehr sein, was dort meinen wird. Zweitens, die wahre Geburt ist als der Wind. In der 8. Vers hier brucht Jesus Christus, der verglichen mit einem Wind. Und das interessante Ding ist, das Wort, was hier übersetzt Wind, ist das Wort Pneuma in der griechischen Sprache. Und dieses Wort hat 3 Meinungen. Üschlich ist das Wind, was hier von reden wird, das Püst, Hand trägt. Das zweite ist das Odem und das dritte ist den Geist. So wie kann sein, Jesus braucht hier ein Wort, um uns ein klareres Bild wiesen, was er meinen wird mit dieser wahre Geburt. Das ist durch Gott sein Odem, dass wir leben haben. Wir sehen in 1. Mose, dass wenn Gott Adam merken wird, er merkt von Erde und dann püst er in am Nahen und dann hat er Leben. So ist es, wenn wir wahre geboren sind. Gott püst in uns Nahen. Und dann der zweite Part von dort ist, das wird Pneuma, als Geist. Von wo kommt das Odem? Der kommt von Geist. Gott ist in Geist, der Heilige Geist püst in uns Nahen, dort uns Geist wird abgewagt. So, dann bringt er uns in der dritte Part, dort Wind. Wir können nicht der Wind sein, aber wir können sein, was der Wind tät. Und so ist die wahre Geburt in uns auch. Wir können von Büten nicht sein, dass wir wahre geboren sind, aber wir können sein, was der Wind, was der nicht geburt, was der Jesus in uns erschaffen hat. Wir sind nie, und wenn wir nie sind, soll das ändern, was wir von Büten tun. Wieder, die wahre Geburt ist ein neuen Mensch sein. 2. Korinther Kapitel 5, 17. Vers sagt, du wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird vorher wir, ist nicht mehr, er ist nie, wird nicht geworden. So, wenn wir wahre geboren sind, Gott nimmt dort, was alt ist, wie wir sagen, wir sind in jährlich Daut geboren, wir sind getrennt von Gott, Gott nimmt deine Natur, rührt von uns, und er sagt ein nicht nähern. Wir sind nur ein nicht Mensch. Und wir sollen nicht dann in uns altes Leben leben. Wir sollen dort anfoten, wer wir in Christus sind. Ein nicht Mensch und dann in Jesus Christus wandeln. Und dann wieder die wahre Geburt als jährlich abgewagt sein. Epheser Kapitel 2, feiern sagt es das. Aber Gott ist so reich und Gnade, er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus Tod wahre zum Leben brach, wenn wir auch dort in unsere Sünden wären. Der Gnade war wir selig. Gott hat uns mit Christus Jesus Tod abgewagt und mit ihm Tod in einem Platz im Himmel gegeben. Wir sind in welcher Welt, als ein Symbol, wir sind begraben mit Jesus. Wegen unserer Sinn wurden begraben mit Jesus, die wurden dort gemerkt, die wurden ewig sie gebracht. Und dann
wir sind doch abgewagt mit Jesus. Uns alle jetzt, uns alle Mensch, der wird Daut gemerkt mit Jesus Christus. Der wird ewig Sieg gebracht. Und dann mit Jesus taub so zu sein, sind wir abgewagt, dass wir nu in nicht leben sind. Wir sind nu in ein nicht leben, wo wir anwiesen wandeln sollen. Wenn wir wären jästlich tot, und nu sind wir jästlich lebendig. Und dann, der wahre Geburt helpt uns jästlich sein. Eine Person, wahre geboren ist, kann er wirklich nicht Gott klar sein. Er kann nicht klar sein, was jästlich ist. Vielleicht eine Person, die nicht wahre geboren ist, und viele von euch wissen, was ich meine mit das. Die wollen die Bibel nicht verstehen. Gott hat sich offenbart in der Bibel, und jästlich können wir nicht ganz hinkommen, was Gott meint das. Aber wenn Gott uns in nicht hart gegeben hat, nu können wir verstehen, was jästlich ist. Und sind die Augen aufgedacht, sodass wir können Licht sein. Wurde euch Dienstnis wir, Missverständnis wir, der Evangelium Tag zu lernen, die wahre Geburt helft uns sein, was Gott von uns will und wo wir können Gemeinschaft sein mit ihm. Und der letzte Punkt ist, die wahre Geburt gibt uns in nicht hart. Und das, glaube ich, ist das größte, das beste Bild, was passiert in uns, wann wir wahre geboren wurden. Hesekiel Kapitel 36, der 26 Vers sagt es das. Und ich will jünt ein nicht hart geben und ein nicht jest in jünt Saten. Ich will, dort stein jünt hart uit jünt Körper rüterieten und jünt ein Fleisch nicht hart geben. So er redet von zwei Sorten hart. Er wird uns dort hart rüterieten, er sagt, das ist ein Stein jetzt, das ist ein hartes Hart. Er wird uns rüt nehmen und dann wird er ein frisches Hart in uns nähren saten. Und das nicht hart ist ein Hart, was ein Verlangen hat für Gott. Das ist ein Hart, was well down, was bastet ist. Das ist ein Hart, was eine Life hat für Gott, seine Menschen. Und das ist ein Hart, was nicht mehr will singen. Wegen erst will wir vielleicht nicht mehr. Eier wir uns bekehren, eier Gott uns nie erschaffen, wir haben gar keine Verlangen. Wir wollen vielleicht, wir haben vielleicht dort wie eine Schon haben neben unser Sinn. Die wären vielleicht eine Verlangen, dass wir können verjäft werden, aber wenn Gott uns abwarten deit, er nimmt das alles hart, das hart, was wohl nicht viel weiten von Gott, und gibt uns nicht hart. So, wo können wir dann weiten, dass wir diese wahre Geburt haben? Ich glaube, die Bibel gibt uns ein paar Theken, was wir können sein, dass wir diese wahre Geburt haben. Erstlich, wahre geborene Menschen glauben an Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 5, die erste Vers sagt, wer du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren und ist sein Kind. Wer Gott als Vater hat und am Gott ist, der ist auch Gott sein anderer Kinder Gott. Wir sagen hier, wer wahre geboren ist, der glaubt an Jesus Christus. Wegen, wir können nicht die wahre Geburt kriegen, büter durch Jesus Christus. Und das ist ein Zeichen, dass die wahre Geburt passiert ist in uns, wenn wir uns vertrauen saten an Jesus Christus. Und dann der zweite Part ist, er sagt hier, dass wahre geborene Menschen haben ein Life für Gott, seine Kinder. Wenn wir wahre geboren sind und wo wir eine Verlangen haben, damit die Kirche sein, mit anderen Christen taub sein, sondern wir auch wahre geboren sind. Wenn uns jetzt es nie, uns jetzt der Sieg für andere, wer er jetzt auch abgewagt ist und wer jetzt auch Jesus Christus nur vorhin will. So, wenn wir nicht eine Verlangen haben, damit andere Christen taub sein, das soll uns wissen, dass wir uns hart untersegnet sein, haben wir die wahre Geburt kriegen, willst wir glauben. Und dann, wahre geborene Menschen sind von Bern geändert. Gott hat uns ein nicht hart gegeben. Und wenn du keinen Unterschied hast zwischen uns, was wir uns haben und nu, dann sollen wir uns untersegnen, als das wahre Geburt passiert. Und diese wahre Geburt, was passieren wird, dass uns in so einer großen Weise ändern, dass es jetzt klar zu sein. Ich rede nochmal mit Menschen, die sind Lebenszeit zu sein, Christen gewesen.
Sie kann nicht ein Leben Eier sich bekehren deuten. Vielleicht wären sie kleine Kinder, wenn sie sich bekehren deuten. Vielleicht haben sie Verständnis, Lebenszeit und dann das in Jugend, dann kriegen sie die wahre Geburt. Und sie kann nicht wirklich, was ist der Unterschied zwischen euch und nu. Aber ich glaube nicht, dass wir Martin einmal bewusst sein, was ist der Unterschied zwischen was wir uns bekehren deuten und was nu ist. Wenn Gott in uns schaffen det, wenn Gott in uns arbeiten det, dass uns hart Dollar nur Jesus Christus liegen det, wenn dort der wahre Geburt kommt, dort ist ein Teken, dort in uns schaffen det, dort wir die wahre Geburt haben gekriegt. Und dann macht dort die wahre geborenen Menschen hier ab mit singen. 1. Johannes Kapitel 5, der 18. Vers sagt, wir weiten dort, wer von Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer von Gott geboren ist und sein Kind ist, wird von ihm geholen, dort die bei ihm nicht andauern kann. Wer von Gott geboren ist, sündigt nicht. Und er meint nicht hier, dass wir nicht einen Fehler wollen merken. Er meint nicht hier, dass wir wollen nicht nochmal singen. Aber was er meint, ist, dass wir wollen nicht ein Leben haben, was ewig erst nur sind. Wir wollen nicht Menschen sein, was bloß für Sinn leben. Und dann, das nächste ist, was die geborenen Menschen überwinden die Welt. 1. Johannes Kapitel 5, der 4. Vers sagt, all die Gott zum Vater haben, überwinden die Welt. Uns Glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, gibt uns auch den Sieg. Wir haben gewonnen über die Sinn, wenn Jesus gewonnen hat über die Sinn. Wir haben gewonnen über die Welt und alles, was uns angehen wird, wo das Tauben wird, wo das Leben schwer ist. Jesus hat uns die Kraft gegeben, um über dort zu gewinnen. Und dann, die wahre geborenen Menschen sind Gott gut. 5. Mose Kapitel 30, das erste Vers sagt, und der Herr, jün Gott, wird jün von Hort Gehorsam merken. Und je und jene Nachkommen wollen den Herrn, jün Gott, mit dort ganze Hort und mit der ganzen Seele Gott sein. So wird je wiesen, dort je mir gehören. Krach so aus je dort mit dort beschnitten bewiesen. So, und je wollen aber lang ein gutes Leben haben. Wir wollen, wenn wir eine wahre geborene Person sind, wir wollen ein Leben haben für Gott. Wir wollen ein Leben haben für was Gott will von uns. Wir wollen am Beten lernen haben. Ich will von dir schließen, mit uns halten denken, was der wahre Geburt der Untergrund ist für unsere Rettung. Ohne dass wir wahre geboren sind, können wir nicht errettet sein. Und diese wahre Geburt ist nicht gewirkt von Menschen. Das ist nicht, dass wir nie uns die wahre Geburt schenken. Das ist nicht, dass wir die verdienen. Das ist Gott, der schafft in uns. Das ist Gott seine Arbeit. Und Gott schafft dort, wann wir vertrauen, dass er uns Rade ist. Wenn wir glauben und vertrauen, dann wird Gott uns diese wahre Geburt geben. Und diese wahre Geburt sagt dann uns, wir sollen uns hart untersegen. Uns wahre Geburt verändert uns hart. Und wenn die wahre Geburt hat, dann mit uns hart, dann sollen wir uns hart untersegen, um sein, dass uns hart ableinen wird, mit was Gott ist. So wenn wir nicht Christen sein, was proben bis verändern, was wir tun. Von Büten sozusagen unser Leben ändern. Wenn wir Gott lassen uns hart ändern, dort die Arbeit, was er in uns tut, wird einen Unterschied merken, in wo wir leben. Dann meint er, dass wir uns hart lassen untersegnen von Gott, zum Sein. Hast du Sinn in unser Hort? Hast du Stehen in uns Hort, was noch nicht handgegeben sind? Sind du Dinge, was wir noch viel tun, großen Kampf mit haben, und wir dort noch nicht übergeben haben mit Gott? Und, lieber Freund, ich will jeden von dir ermutigen. Fut die Kraft, was die wahre Geburt uns geben wird. Das ist nicht, dass wir nie Gott sind. Das ist die Arbeit, was Gott in uns hat getan, dass Gott mit uns gehen wird. Er lädt uns nicht an uns für uns selbst. Er geht mit uns, dass wir die Kraft haben, um für ihn zu leben. Ich hoffe, dass die Worte von dir und Gott unterhalten haben, wenn die diese Frauen durchgehen. Und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Gottes Segen.